herzlich willkommen zu unserem 4. Gebetsabend. Lasst uns doch aufstehen. No pecado quebra a força com seu amor mais poderoso, é Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Quem tu troves fazer na terra, a como espanto nos tira o Rei da glória, Ele o Rei do Rei. Lasst es uns gemeinsam singen. Incrível graça és, infalível amor, tomou meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Wer bringt Ordnung in unser Chaos? Wer macht die Weise zu Sohn und Tochter? Der starke König, wer regiert stark und in Recht und Wahrheit, scheint wie die Sonne in Licht und Klarheit. Der starke König, König der Könige, unfassbar ist seine Gnade. unfassbar deine Gnade, unendlich deine Liebe, du liegst für mich am Kreuz, den Tod ertrugst du dort, dann gab dein Leben hin, damit ich nun frei bin. Oh, Jesus, ich preis dich, für mich hast du's getan. Lasst es uns noch einmal singen. Unfassbar seine Gnade. Unfassbar seine Gnade, unendlich deine Liebe, Proklamiere es. du liegst für mich am Kreuz, den Tod ertrugst du dort, du gabst dein Leben hin, Ja, Jesus. damit ich nun frei bin. Oh, Jesus, ich preis dich, für mich hast du's getan. Lasst uns Jesus einen Applaus geben. Denn er hat es für uns gemacht. Halleluja. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación.
We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. To your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, Heilig bist du, Jesus, für immer. Dein Name ist höher. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo Singen wir noch es. einmal. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre Erhebe den Namen Jesus. sobre todo Steht über allem. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre Halleluja deinem Namen, Jesus. sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart heute Abend. Wir danken dir, Herr, für deine Treue, deine Liebe für uns. Und Heiliger Geist, dass du uns heute leiten und führen wirst, damit diese Gebete, die wir zusammen beten, Herr, viel bewirken können. Wir geben dir alle Ehre für alle Antworten heute Abend im Gebet. In Jesu Name. Und alle sagten Amen, Amen. Bevor ihr euch setzt, dreht euch zu 2, 3 Personen und sagt, hey, schön bist du ein Mensch, der ins Gebet geht mit mir. Und dann darfst du dich setzen. Alright. Hey, einige von euch sagen viel mehr als das. Bitte setzt euch. Herzlich willkommen zum 5. Abend heute in der ersten Gebetswoche hier im Bucheck. Und wir möchten gerne auch hier ganz schnell die alle willkommen heißen, die uns beim Livestream dabei sind oder vielleicht später einschalten. Die verschiedenen Gruppen, die mit uns mitbeten. Schön seid ihr dabei. Die Gegenwart Gottes suchen ist ja das Thema dieser ersten Woche. Und heute Abend geht es eigentlich um einen Psalm und den haben wir so ein bisschen betitelt. Meine Seele dürstet nach dich. Die Frage ist, wer von euch hatte schon mal extremen Durst, wo ihr dachtet wirklich, ihr werdet verdursten? Wahrscheinlich die wenigsten von uns, weil wir leben ja in einer Gegend, in einer Zeit und Gegend, wo das nicht immer so ist hier in der Schweiz. Aber im Sommer 96 hatte ich großen Durst erlebt. Ich war
verantwortlich für das ganze Catering, das Food Service für eine Universität in Amerika. Da waren Tausende von Studenten. Wir hatten einen großen Event draußen. Das war eine Hitzewelle im Sommer in Omaha, Nebraska. Und ich war draußen für 4-5 Stunden voll aktiv drin und hatte großen Durst. Und wir hatten 2-3 verschiedene Food Courts für die Studenten in so einem großen Saal. Ich ging da rein, das war geschlossen, weil wir hatten ja diesen Event draußen. Kam rein mit meinem Schlüssel und habe gesehen im Food Court, da hat es so einen Wasserfountain, wo das ganze verschiedene Juices und so werden da gekühlt. Und ich gehe hin und nehme ein so großes Glas und 3-4 Dezi und habe das einfach glück runtergetrunken. Und dann gemerkt, dass das eigentlich im Reinigungsprozess ist. Und das war eigentlich, wie hieß es auf Deutsch? Wo ist es jetzt wieder? Bleichmittel. Und da habe ich das alles geschluckt. Mein Hals hat sich geschlossen. Da kam nichts rein oder raus. Ich konnte ganz wenig mit meiner Nase atmen. Ich habe es überlebt, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber für eine halbe Stunde war das ein großes Ringen mit, ich dachte, Leben und Tod, das war eine erschreckende Zeit. Ich habe dann mit dem Vergiftungsnotrufzentrale ganz wenig gesprochen. Und die 3 Dinge, die ich gemacht habe, haben sie gesagt, mach das nie. Finger hinten und das ganze Zeit zu erbrechen versuchen. Nie macht das. Isst kein Brot. Ich hatte da Brot gegessen und trinkt kein Milch. Ich habe da voll 1 Liter Milch getrunken noch. Also wie ich konnte. Anyway, ich habe es überlebt. Aber die Geschichte, das Motto hier ist eigentlich, auch wenn man großen Durst hat, muss man wirklich ein bisschen Weisheit haben, nach was man Durst hat und was man dann auch in diesem Durst dann auch zu sich nimmt. Und wir sind durstig nach Gottes Wort. Viele junge Christen gehen da ins Internet und weil sie einen großen Durst haben und trinken alles, ja, Krut und Krüble und Müsli und was. Anyways. David war oft in der Wüste. Er kannte die Wüste. Ich habe noch ein Bild von dieser Wüste Juda, wo er ist, oder 2 verschiedene Bilder. Und ihr seht, es ist eine sehr trockene Gegend, aber er kannte das. Er war ein Hirte in der Wüste. Das war ein Ort, wo er sich gut umkannte. Das sind die Zeiten, wo er mit Gott wirklich große Gemeinschaft hatte. Er hatte damit gekämpft gegen den Bär und den Löwen mit seiner Schleuder. Genau, hat sicher auch noch die Abende mit den Schafen verbracht. Ich dachte, hat alle benannt, die sind alle irgendwie, da ist Betsy und Gudu und Uwe und Otto und Susi und die hatten alle wahrscheinlich hebräische Namen, nicht so, wie ich es gesagt habe. Aber er kannte die Gegend und es war für ihn auch eine Zeit, wo er viel mit Gott zusammen war. Und deshalb auch, wenn er Schwierigkeiten hatte, ganz bevor er König wurde und Saulus ihm nachging, wo ging er hin? In die Wüste. Weil er kannte das war der Ort, wo er mit Gott viel Gemeinschaft gehabt hat. Das war, wie gesagt, sein Fluchtort, auch Ablenkungen, wenn es darum geht, wo er zeitlich, dann nicht eigentlich, wo er wusste, er war König, er konnte ja Saulus einfach umbringen in der Höhle, aber hat dort nur etwas vom Stoff abgeschnitten und gezeigt, dass er hätte ihn umbringen können, aber hat es nicht gemacht, weil er ihn als König ehrte. Er war noch nicht König. Und auch dort wieder, dass man in einer Zeitphase drin ist, wo man sagt, ich bin noch nicht dort, ich möchte keine Ablenkung, das mich wegnimmt von Gottes perfektem Plan und Zeit. Und deshalb ging er auch da in die Wüste, um Gott zu suchen. In Psalm 63, 1-3, das ist unser Vers heute Abend. Und dort sagt er es, oh Gott, du bist mein Gott. Von ganzem Herzen suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch verlangt nach dir. In einem trockenen und müden Land, wo es kein Wasser gibt. Darum habe ich dich im Heiligtum oder in der Gemeinde angebetet, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben, meine Lippen preisen dich. Ich werde bekennen, was Gott gemacht hat für mich. Ich werde das eigentlich, bekennen über mein Leben, bekennen, wo immer ich auch bin, die Güte und die Stärke von Gott.
Und diesem Text möchte ich gerne 3 Gedanken mit uns lassen als Inspiration für das Gebet nachher. Das erste ist, suche Gottes Gegenwart in jeder Lebensphase oder jeden Lebensabschnitt. Es geht nicht darum, dass diese Lebensabschnitte oder Erfahrungen bestimmen, ob ich jetzt Gottes Gegenwart suche oder nicht. In Matthäus 6,33 sagt es, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Also was hat die Wüste jetzt für David bedeutet? Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, Überfluss oder Leid hat er Gott immer gesucht, er wollte nah bei ihm bleiben. Und wie gesagt, das ist der Ort, wo er die Psalmen geschrieben hat. Das ist der Ort, wo er gesungen hat. Das ist der Ort, wo er die Sterne am Himmel zählen wollte, weil er wusste, das war das Versprechen zu Abraham. Hat die Wüste angeschaut und dachte, Moses ging hier auch durch. Und all diese Gedanken, die in ihm als junger Christ, als junger Mann, junger Hirte natürlich groß waren in seinem Herz. Und der Hunger immer wieder für Gottes Gegenwart. Das Zweite, was ich denke, was wichtig ist, was wir lernen können, ist, erinnere dich an Gottes Macht und Herrlichkeit. Er sagte dort, er hat was in der Gemeinde oder in der Synagoge, wo er immer Gottes Gegenwart suchte, sich daran erinnern. Und ich frage mich, was hast du für Erinnerungen, was Gott Großes getan hat für dich? Hat er dich geheilt, sicher errettet? Hat er mal wirklich einen Durchbruch gebracht? Hat er Freiheit gebracht von vielleicht einer Sucht oder etwas anderem? Und das sind gute Dinge, wo man sich daran erinnern kann. Und darüber nachdenken, Herr, du bist so treu. Du hast mir so viel geholfen. Du hast mich von so viel Schlimmen bewahrt. Wie dankbar wir sein können, mit was er getan hat. Und was er dann noch mit dir tun wird. Jesaja 40, ich liebe diesen Vers. Es heißt in Vers 12, wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer hat den Staub der Erde mit einem Scheffel gemessen? Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf eine Waagschale gelegt? Wie groß und mächtig ist Gott? Und es ist immer schön, dass wir nicht unser Problem, was wir denken, ist groß, zu unserem Gott bringen, der oft in Gedanken kleiner ist als das Problem. Aber dass wir das große Problem zu einem größeren Gott bringen und sagen, hey, schau mal, was Gott machen kann mit dem. Also was hat David nachgedacht? Was war so vielleicht in seinem Kopf? Sicher über Gottes Herrlichkeit, sagt er, was er im Tempel, seine Gegenwart spürte. Die verschiedenen Zeiten, die Predigten, die Vorlesungen, all diese Dinge hat er sicher noch dann im Kopf gehabt. Das Zurückdenken, was Gott für ihn getan hat persönlich. Und natürlich auch, dass Gott ewig ist. Und dass Gott, wie gesagt, gestern, heute und für immer da ist. Die Liebe Gottes ist das Dritte, wo ich denke, dass wir lernen können, wenn es um die Wüste geht und David und Not und so weiter. Weil die Liebe Gottes muss über alles stehen. Ich habe heute eine Predigt im Auto gehört über die Nächstenliebe. Und der Prediger hat da ein paar Situationen geschildert, wo es wirklich sehr schwierig wäre, die Person zu lieben. Aber weil wir Gottes Liebe haben, ist es ja eigentlich einfacher zu lieben. Weil wir erlauben ihn, durch uns zu lieben. Und ich denke, es ist wirklich fast nicht möglich, für jemanden zu beten und die Person zu lieben. Mit Gottes Liebe. Weil sonst wird es ein bisschen religiös. Man sagt einen Vers, man sagt ja ein Emoji mit den Händen oder was auch immer und okay, gebetet. Aber wenn man wirklich eine Person lieb hat und man denkt, wow, Emotion, Geschichte, Hintergrund, was die für einen Stress durchgehen jetzt und dann beten, dann ist es ein ganz anderes Gebet. Mein letzter Vers hier ist in Römer 8, Vers 38 und 39. Vielleicht müssen wir die Augen schließen und einfach zuhören, wie ich diesen lese. Und lass das Wort über dich gehen. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben,
Weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Wenn ich das lese, denke ich, es gibt mir Kraft zu beten. Es gibt mir eine Autorität, eine Sicherheit, dass wenn ich bete, ich muss mich nicht irgendwie beschützen von, nein, ich kann stark beten, mit Zuversicht beten, weil nichts trennt mich von Gott. Amen. Gottes Liebe ist besser als das Leben, sagte David. Gottes Liebe übertrifft jedes irdische Verlangen. Und wenn nicht, dann müssen wir eine Offenbarung von Gottes Liebe bekommen. Und ich denke, wenn wir das mal wirklich fassen können, mitnehmen können, persönlich irgendwie runternehmen in unser Herz und Seele, eine Offenbarung, wie groß und stark und mächtig ist Gottes Liebe wirklich. Wow, das wird uns verändern. Lasst uns doch alle aufstehen. Ich möchte in eine Gebetszeit gehen. Ich möchte gerne mit euch zuerst ganz kurz beten. Ihr dürft gerne ans Kreuz gehen. Dort wird jemand mit euch beten, wenn ihr geht. Gern Gebet braucht für euch selber auch. Oder hier vorne gibt es diese Gebetskarten und natürlich auch dann die Hilfsmittel, die euch helfen mit Gebet. Und wie ihr euch wohlfühlt, ihr könnt euch setzen, ihr könnt herumspazieren oder was auch immer. Einfach nicht so crazy tanzen auf der Bühne, das lenkt ein bisschen ab. Aber sonst, fühlt euch sehr frei. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Für eine Gruppe von Gebrüder, Geschwister, die Liebe haben für dich, die an Gebet glauben. Die glauben, Herr, wenn sie dein Wort beten und aussprechen, dass das, was sie auch aussprechen und beten, wird auch so geschehen. Wir glauben, Jesus, dass du uns erhörst. Wir glauben, Jesus, dass jedes Gebet, das heute gebetet wird, Herr, über die Karten, über uns selbst und unsere Freunde, wird das bezwingen, was es zugesandt worden ist. Wir haben diese Zuversicht und darum geben wir jetzt schon dir alle Ehre. Und wir lieben dich von ganzem Herzen. Danke, dass du uns führst und leitest im Gebet. In Jesu Namen. Amen.
als Leben mit dir, die Hoffnung in dir. Gott, du bist hier. Hab Liebe geschmeckt, so unfassbar süß. Hier wird mein Herz neu von Schuld und Scham frei. Gott, du bist hier. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Komm, füll den Raum, die Atmosphäre hier. Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Komm, ergreife uns mit deiner Gegenwart. Gott, du bist no nada igual, no nada mejor, a que se compara, esperanza viva. Tu presencia, eu provei e vi uma astúcia e amor que liberta meu ser, a vergonha faz. Tua presença, Santo Espírito, has bem-vindo aqui. Ven inundar, encher este lugar. Eu desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, has bem-vindo aqui. Ven inundar, encher esse lugar. Eu desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar qual é a tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar qual é a tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar Qual é a tua presença? Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar qual é a tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito. Santo Espírito, has bem-vindo aqui. Ven inundar, encher este lugar. Eu desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Komm, füll den Raum, die
Als ich hier im Gebet war, hatte ich einen Eindruck in meinem Herzen, dass es einige von uns gibt. Wir schauen ganz am Anfang in das Jahr 2025 und die Angst, dass es 24 sich wiederholen wird. Das hat einige von euch ein bisschen die Hoffnung geraubt und der Feind hat vielleicht dir gesagt, hey, du wirst den Job sicher verlieren, weil es der Firma nicht gut geht. Und du wirst dieses Jahr wiederum nicht schwanger werden. Oder vielleicht wirst du nie den Durchbruch haben finanziell, um vielleicht mal eine Ferien zu leisten. Oder du wirst vielleicht das Ende vom 25 auch wieder Single sein. Was auch immer der Wunsch ist, was auch immer das Ziel ist, nach dem du dich ausstrebst, diese Hoffnung, der Feind möchte diese Hoffnung von dir rauben. Dass es einfach same old, immer wieder das Gleiche kommt. Und ich möchte heute Abend dem Feind wirklich mal eine in die Schnauze geben. Weißt du, was das heißt? Weil er ist ein Lügner und und ich möchte heute Abend, wenn du wirklich ehrlich sein kannst, ja, ich habe diese Gedanken gehabt oder ich habe diese Gedanken ein bisschen so entertained in meinem Kopf. Das Wort sagt, dass unsere Hoffnung ist der Anker unserer Seele. Wenn wir Hoffnung verlieren oder aufgeben oder ein bisschen auf die Seite legen, dann geht der Anker weg und wir sind einfach überall so am Herumschaukeln und es geht nicht stark weiter. Und deshalb heute Abend, sei doch kühn und sage, ja, das bin ich. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass dieses Jahr dasselbe wird und dass es nichts verändern wird. Meine Heilung wird nicht kommen, mein Job kommt nicht oder was auch immer. Einfach gerade jetzt mal bitte, einfach Hand oben, sage ja, sei nicht, ja, genau, überall, genau. Bitte, geht doch um diese herum, bleibt die Hand oben, geht um diese Leute herum jetzt. Und wir beten, dass Gottes Gegenwart, dass der Geist Gottes, dass Hoffnung, eine Erweckung von Hoffnung kommt in diesen Geschwistern von uns. Und dass wirklich der Feind, dass seine Lügen keinen Platz haben. Kommt, geht um sie herum. Behalte die Hand oben, genau, die von euch. Danke, Jesus. Das Wort sagt, dass die Salbung ein Joch zerbrechen kann. Und die Salbung diese Last wegnehmen kann. Danke, Herr. Geht und betet stark. Betet, als ob es ihr wärt. Im Namen Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke für den Durchbruch. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke. Halleluja. Jawohl, Durchbruch. Die Lügen. Stopp. Teufel, ich gebe dir eine in die Schnauze. Du hast keinen Sieg heute Abend. Der Sieg ist Gottes Wort und die Verheißungen. Und du wirst jemanden finden und nicht Single sein. Und du wirst das Gewicht verlieren, das du möchtest dieses Jahr. Und du wirst gesund sein. Und du wirst finanziell stärker werden im Namen Jesus. Du wirst den Durchbruch haben in Jesu Namen. Wir glauben an die Verheißungen von Gott. Er ist das Ja und das Amen. Wir sind oben und nicht unten. Wir sind der Kopf und nicht der Schwanz. Wir sind gesegnet. Halleluja. Deine Träume werden nicht geraubt. Im Namen Jesus. Halleluja. 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 Danke, Herr. Durchbrüche heute Abend. Freiheit heute Abend. Keine Angst. Angst hat keinen Platz in deiner Seele, in deinem Herz, deine Gedanken. In Jesu Namen. Gott ist größer als die Angst.
Und 2025 wird das Jahr des Durchbruches sein. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Danke, Jesus. Du bist treu. Dein Wort ist wahr. Halleluja. Amen, Leute. Amen. Hey, das war kraftvoll. Halleluja. Hey, ich möchte ganz kurz noch mit euch übereinstimmen mit ein paar Sachen, die wir heute Abend im Gebet auch dann zusammen noch beten können. Nichts Schönes, wenn der Heilige Geist was macht und ein bisschen, ja, so einen Umweg macht. Ist das okay mit euch? Also mit mir schon. Gebetspunkte für die letzten paar Minuten hier. Wir möchten beten genau, dass für Menschen, die jetzt in Leid und in Not sind, nicht nur hier in der Gemeinde, aber wir haben Leute, die in Not sind, aber auch natürlich die Missionare, die wir kennen, die in verschiedenen Ländern sind, die Christen, die verfolgt sind und natürlich auch für Flüchtlinge. Vergiss nicht, wir haben immer noch Flüchtlinge in unserem Land. Ich weiß, diese ukrainischen Freunde, die wir haben, die sind in vielen Bereichen fast ein bisschen eingelebt und integriert, aber sie leben immer noch mit Umständen, die ganz anders sind, als sie sich gewohnt sind von zu Hause. Sie leben immer noch viele zusammen in kleinen Räumen. Und das müssen wir auch dort beten, nicht nur Ukrainer, aber andere Flüchtlinge auch in unserem Land, dass wir wieder gute Samariter sind. Amen. Und im Gebet auch dort mithelfen. Also bitte geht doch in Gruppen von 2, 3, 4, 15, was immer euch passt. Und betet doch für Leute in Not in unserer Gemeinde, Leute in Not wie Flüchtlinge. Und da kommen wir am Schluss noch zusammen und schließen ab. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Hey, von uns, von der Leiterschaft her, ein großes Dankeschön an euch alle fürs Kommen, fürs Mitbeten, dass ihr mit diesen 21 Tagen wirklich dabei seid. Ich denke, wir erwarten einen Durchbruch auch in der Gemeinde, natürlich geistlich auch für unsere Mitglieder und für die Stadt Zürich. Also ganz, ganz großes Dankeschön. Wir werden uns morgen Abend wieder zur gleichen Zeit hier treffen. Bitte fühlt euch frei, weiter zu beten. Aber ich möchte gerne einfach das Meeting schließen, damit ihr, die das Tram oder den Zug erreichen möchtet, das auch zeitlich könnt. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderbaren Geschwister hier, die mit uns beten, auch online. Möge dein Segen sie überführen. Und danke dir, Herr, für jedes Gebet, das du gehört hast. In Jesu Namen, wir geben dir große Ehre, alle Ehre. Halleluja. Amen, Amen. Gott, das sage, hör mir Gott, hei.